Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Universumgesetz, der Universummanager der Anziehung. Wie denkst du, funktioniert das Universum? Auf was kommt es an? Wir haben immer noch diesen Glauben, dass es irgendwie von Zufällen und von negativen Mächten bestimmt ist, unser Leben, von Glück und Unglück, von Gut und Böse, von Zufall und Vorsehung. Wer glaubt noch diese religiösen und wissenschaftlichen Märchen? Beschäftige dich mit dem Gesetz der Anziehung. Es ist eine Weisheit, die oft nur wenige Menschen in den Jahrhunderten verstanden haben. Manche Religionsgründer haben diese Weisheit verstanden und haben sie versucht, ihren Mitmenschen mitzuteilen. Das Königreich Gottes ist in dir, was du sähst, das wirst du ernten. Erkenne, dass der Angreifer Angst hat. Halte die andere Backe hin, erkenne, dass der Angreifer sich das Bild macht von dir, dass er angreift, und er greift nicht dich an, er greift das Bild an, dass er sich in seinen Kopf von dir macht, das greift er an. Er ist nicht im Einklang mit sich, seinen Mitmenschen und seiner Umwelt. Der Angreifer ist eigentlich ein bedauernswertes Geschöpf, denn er ist nicht in Einklang mit sich selbst, seinen Mitmenschen und seiner Umwelt. Mache nicht den Fehler, dass du den Angreifer angreifst. Erkenne dich selbst in deiner Welt. Was du aussähst, wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Ich möchte heute über die Ehe sprechen. Menschen, die die Ehe eingehen, sind ängstliche Menschen, die glauben, nicht genug Liebe bekommen zu können, und durch einen Ehevertrag glauben sie, dass ihr Partner jetzt sie ihr ganzes Leben lieben muss, bis dass der Tod euch scheidet. Und solange du die Liebe von deinem Partner verlangst, ja sogar per Gesetz verlangst oder per Verordnung oder bei religiösen Dogmen, du musst mich lieben, dann funktioniert das gar nicht. Niemand muss dich lieben, niemand kann dich 24 Stunden am Tag lieben, außer du selbst. Die Verantwortung für Liebe und Wertschätzung liegt bei dir selbst. Du musst dich selbst lieben, sonst kann dich niemand lieben. Du musst dich selbst wertschätzen, sonst kann dich niemand wertschätzen. Du musst dir die Liebe da holen, wo sie immer zu dir fließt. In dir selbst, deine Quelle liebt und wertschätzt dich bedingungslos. Da musst du dir deine Liebe holen und nicht durch irgendwelche Eheverträge, durch irgendwelche religiösen Dogmen. Mach dich frei von deinen Mitmenschen im Bereich Wert und Liebe. Sonst wirst du immer unglücklich sein und wirst verärgert sein über deine Mitmenschen. Warum lassen sich so viele Menschen scheiden? Warum gehen sie
nach der Ehe vor Gericht und kämpfen um das und jenes, um Geld, um Kinder, um das Haus, um das Auto, um den Staubsauger, was auch immer, weil sie die Liebe an der falschen Stelle gesucht haben. Wenn du die Liebe, die Freude und die Wertschätzung an der richtigen Stelle suchst, dann ist es dir völlig egal, ob dich jemand liebt oder nicht. Du selbst liebst dich ja und das muss dir genügen und das genügt dir auch. Du musst dir deine Liebe und deine Wertschätzung, deine Freude nicht von anderen holen. Das funktioniert nicht. Eheverträge, bis dass der Tod euch scheidet, funktioniert nicht. Es ist ein Riesenzufall, wenn das mal funktioniert. Das funktioniert meistens nur bei Menschen, die schon vor der Ehe erkannt haben, dass sie selbst für ihre Liebe, Freude und Wertschätzung sorgen müssen. Dass sie diese Liebe, Freude und Wertschätzung aus sich selbst holen müssen und zum anderen Partner fließen lassen, egal wie sich der gerade benimmt. Du kannst lieben, du kannst bedingungslos lieben. Wie deine Quelle bedingungslos lieben kann, so kannst auch du bedingungslos lieben. Du musst nicht auf die Dinge schauen, die du nicht liebst. Du kannst bei jedem Menschen auf die Dinge schauen, die du wertschätzen kannst und liebst, auch wenn er 99 negative Eigenschaften hat und eine liebenswerte positive Eigenschaft, dann kannst du dich auf die eine liebenswerte positive Eigenschaft fokussieren. Niemand kann dich rausbringen aus deiner Liebe und Wertschätzung, wenn du es selbst nicht tust. Du brauchst keine Eheverträge, um eine liebende Beziehung einzugehen. Eheverträge werden meistens nur von Menschen gemacht, die glauben, sie sind ihre Liebe nicht wert und brauchen einen Vertrag für die Liebe. Du brauchst keine Verträge, du brauchst nur eine natürliche Selbstliebe und Wertschätzung und die holst du dir von innen. Wie du das machst, erkläre ich dir gerne. Melde dich, ich coache dich gerne. Ciao.